Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Und jetzt geht's tiefer in die Fossilienminerei. So. Dass die sich noch längst nicht satt gefressen hat, nachdem wir deren Zichtpflanze verfüttert haben. Aber ich glaube, so ein Kavenzmann, der frisst auch ordentlich. So, jetzt gehen wir da lang. Und da ist noch so ein Knetkopf. Oho, du bist aber schneller hier als erwartet. Kann ich dir vielleicht was outdrehen? Wer weiß? Polaris haben wir schon 2 im Inventar. Partisana nehmen wir mal eine mit, was Schmiede noch vielleicht. Multistab nehmen wir vielleicht auch einfach mal einer mit. Sternrute, Mithril, Armreif, haben wir alles. Reitschenfäustlin haben wir im Inventar. Stirnband, Magierhut. Ja, komm. Einer mehr kann nicht schade. Mithril Weste holen wir uns auch nochmal. Oh, mehr als genug im Inventar. Mithril Helm. Adaman Weste. Ja, doch können wir noch ein paar holen. Das wäre nicht verkehrt. Mithril Rüstung, Potion. Wenn die mal endlich High Potion zu drehen hätten. Müsste ich gern nehmen, aber ja. Mithril Rüstung haben wir schon. Guck mal wieder rein. Dummkopf. Okay, wie sieht's da mit Magierhut aus bei ihr hier? Ja, Urschrei lernt sie aber sowieso gerade. Bringt ihr das Ding ein bisschen mehr in Verteidigung. Zauber bringt es ein bisschen höher. Gewandtheit macht's runter. Reflex runter. Zauberabwehr höher und Wille runter. Ne, komm. Sie behält das Stirnband, denke ich. Hopp. Dann Tieferei hier. Ist das überhaupt... Ah ja, aber gerade Sarah, sind wir hier überhaupt richtig? So. Das sieht doch ganz gut aus. Da gibt es noch irgendeine Weiche, die wir umstellen können, aber vorher sollten wir mal den Weg gehen, bevor wir die Weiche umstellen. Zupf. Und... bitteschön. Joink. Guck, ob das überhaupt der richtige Weg ist, der schon automatisch angelegt ist. So, dann geht's höher irgendwo hier. Okay, dann müssen wir wohl hier lang. So, oh je. Ja, das sieht aus, als wäre das der richtige Weg. Dann vielleicht vorher doch nochmal zu dem anderen Weg gehen. Manchmal will es uns hier auch mal bewusst eine Falle stellen. Aber ich glaube, das ist schon der richtige Weg hier. Deswegen gehen wir erstmal ohne durch. So. Jawohl. Wir haben hier unser Gargantula immer glücklicherweise auf Abruf. So, für Route 4. Und... zupf. Dann kommen wir wieder her. Einhorn-Mandibelkumpel mit der zu kurz gerotene Flügel. Und dann gehen wir jetzt so lang, genau. So. Oha. So. Oha. Hier ist wieder was Optionales. Ein Lamias Tiara. So. Eine Lamias Tiara. Hoffentlich hält sich dann niemand für den Papst, wenn wir das Ding anlegen. Ist das ein Accessoire? Das sieht man nicht so aus. Tiara klingt irgendwie noch... ja, genau. Etwas noch, was man so tragen könnte. Es war für sie gedacht. Stirnband. Macht ihr Zauber höher, ihr Reflex ein bisschen runter, ihr Zauberabwehr dafür extrem hoch und ihr Gewandtheit ein bisschen runter. Drauf geschissen. Konfus und felsenfest ist doch ziemlich gut, was er lernen kann. Ich glaube, das kriegen wir sogar erst auf dem äußeren Kontinent, auf dem nördlichen Kontinent tatsächlich dann zu kaufen in den Geschäften. Als Standardgedöns für Frauen ist das, glaube ich, auch gedacht. So, bitteschön. Und joink. Auf jeden Fall ist es für Garnet absolut optimal. So. Ja, die Schätze dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wie gesagt, da würden wir uns selber ins Bein schießen. Und wir können durch die Kämpfe, die wir sonst noch so absolvieren, immer noch ein bisschen was lernen. Ihr habt es ja gesehen, bei der Organik hätte ich die vorher nicht geschmiedet und hätte ich da vorher nicht das Zeug noch gelernt, wären wir um 4 CAP hinten dran gewesen, als wir die Organik gefunden hätten. Deswegen Vorteil verschaffen. Okay.
Da gehen wir wieder dort hier zu der Gesichterwand. Und da geht's dann richtig weiter. So. Okay, da müssen wir aufpassen. Die... Ups, die verschießen Wasser, die Dinger. Ja, genau das passiert nämlich dann. Blech. Ätzend sowas, wenn man so unfreiwillige Dusch kriegt. Aber da geht's auch noch irgendwo hier. Ah ja, da geht's wieder zu einer Gargantula. Okay, warte mal. Warte mal. Erstmal da hier. Nichts überstürzen. Ah ja, da geht's zu dem Knetkopf. Oh, selten hier drinnen mal neue Gesichter zu sehen. Was hat man eigentlich hierher geschafft? Ich buddel hier, also immer schnell die Griffel stecken lassen. Aber wenn du mir eine Potion gibst, dann lass ich dich vielleicht ein bisschen graver. Potion willst? Ja, dann gib mir ja der Spitzhack. Alle Haupt selbst ist der Mann. Gut. Dann können wir mal ein bisschen graver. Und? Nix. Hier? Auch nix. In der Wandsuche sollte ich doch einer, hieß es doch, ne? Ich sollte ein Mogri angeblich in der Wandsuche. Na? Krieg ich den nicht auf? Aber ich bin mal ganz hartnäckig. Kuh? Ja, das zahlt sich wohl aus, hartnäckig zu sein hier. Komm schon raus, du kleiner Mann. Kupo! So, ich hol dich raus, kleiner Mann. Kupo! Trophäe erhalten. Ekupo-Stein. in Bronze. Dann gehen wir mal in den Shop rein. Mal gucken, was er da für uns hat. Holen wir uns nochmal 6er. Hier sieht soweit ganz gut aus. Okay. Dann können wir aber genauso nochmal Mognet machen. Bitte, Kupo, wer gibt dich bitte an Kupo? Ja, an Kupo. Alle hopp. Der hätte gerne einen Brief. Können wir jetzt auch nochmal speichern. Heieiei. Nimm mal dieses Räuspern. So, dann speichern wir hier nochmal. Jupp, ich mag über Speichern. Und Schankedön. Das war's dann hier. Gut. Also da haben wir auf jeden Fall unser Zeug gefunden, was wir wollten. In dem Fall war Zeug, aber halt der kleine Mogri. So, wo es hier wirklich sonst schon was zu holen gibt, weiß ich leider nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann das sein, dass wir irgendwo mehrfach Tragkloppen müssen? Naja. Nö, ich glaube, das war's dann erst einmal. Das sind genug Länder. Ja, ich habe erstmal genug. Der Haupt, dann können wir jetzt nämlich nach Dohi gehen, wo der Typ im Weg standen hat. Und hier finden wir... Was finden wir dann hier? Eine Allzweckweste. So. Hätten wir es nicht gefunden, würden wir jetzt dumm durchstehen. Und hier haben wir nichts mehr. Okay, was bringt uns die Allzweckweste? Ist besser als die Adaman-Weste. Bringt Adrenalin und Überfallen. Ja, ich glaube, da ist dann das Klauen noch zusätzlich Schade verursacht. Aber erstmal die Adaman-Weste. Können die andere auch die Allzweckweste? Ja, können sie. Aber für sie dann ist das Ding absolut gemacht. Okay, Adrenalin weiß ich leider nie, was es war. Ich weiß nur noch, dass es eine relativ nützliche Ability war. Oh. Federrochen. Njam. Roseschweif, die machen einem traurig, die Dinger. Okay. Sehen raus, als wären sie immer traurig. Okay, dann machen wir mal Feuer drauf auf die ganze Viecher. Dann schon nochmal alle Heiler. Gehen wir auf den ersten drauf. Je nachdem, wie Vivi hier reinpfeffert. Gucken wir mal. Der Ende steht noch. Dann probieren wir den ersten zu fressen. Und erst mal Heilung für alle. Probieren wir einfach nochmal Feuer auf alle drauf zu wirken. Ja,
Ah, Mist, der ist leider jetzt zu sehr geschwächt gewesen. Und? Muss besser haben. Okay. Ich glaube, jetzt sind die alle kaputt, wenn Vivi jetzt nochmal drauf haut. Yep. Das war klar. Aber Quina kann sich ja die stopfen und was lernen. Okay. Götterspeise und Urschrei wurden gelernt. Und eine Mandragora-Karte gibt es auch noch. Okay. Götterspeise hast du über den Bronzeharnisch gelernt. Dann kannst du hier erstmal über die Mithril-Weste lernen. Und Garnet hat Urschrei gelernt. Okay, Seidenkleid. Was Besseres gibt's aber für dich gerade nicht, Mädel. Nee. Okay. Wir andere müssen uns etwas gedulden. So. Also hier gibt's auch nichts Großartiges mehr. Siehst du, hätten wir alles gefunden, was wir wollten. So. Das ist der Master-Schalter. Der führt hier in die Freiheit, glaube ich. Achtung, wenn man diesen Schalter umlegt, dann kommt man nicht mehr in die Mine hinein, weil man erstmal draußen ist. Schwarzschürfer NEV. Nee. Nee. Dann spül mich runter. Dann gehen wir nämlich erstmal so raus. Moment. Ja, genau. Rufen wir die Gargantula. Und dann lasse ich mich erstmal zu der anderen Abzweigung noch bringen. Und dann lenken wir den Schalter um. So, bitteschön. Happy. Die haben halt sehr gemütlich an Nahrung zu kommen, die Viecher. Oder das Endevieh. Ich weiß nicht, wie viele Gargantula da rumrennen. Aber wenn es Ends ist, dann ist es... Ah, okay. Dann ist es heute sehr easy peasy an Nahrung kommen. Okay, gut. Da habe ich also nichts verpasst. Gut. Gut. Dann muss das wohl so sein. So. Gut. Dann runter. Knöpfchen drücke. Und jetzt sind wir endgültig für den Ausgang zur Hava. So. Joink. Dann krieg ich nochmal letztes Mal so einen Stängel von einer eklige Fleischblume oder was das sein soll. Ich kann es nicht sagen, was das für widerliche Blumen sind, aber scheint Dario zu schmecken, der Gargantula. Bitteschön für dich. Und bring mich raus hier. So. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Ah, hier ist auch so Libelle in der Stelle eingraviert. Schauen wir doch mal. Das Licht... Hat sich der Neville etwa aufgeklärt? Das finden wir gleich raus, Affenjunge. So, äußerer Kontinent. Wir sehen unten rechts auf der Karte unseren Punkt noch leuchten. Das ist unser Chocobo. Und jetzt erschließt sich uns erstmal die völlige Weltkarte hier das erste Mal. Wir haben nicht nur den Kontinent des Nebels gezeigt, sondern die ganze Welt. Und wir sind jetzt im äußeren Kontinent im Norden. Hier sieht es ja schon etwas trostlos aus. Und hier haben wir Fossilienmine. Alles klar. Ja gut. Wir haben es anscheinend gepackt. Irgendeine Aldi-Kultur hat mal was errichtet und wir sind durchgeschlappt. Oh. Der ist gefährlich, der Kerl. Der kann gefährlich sein. Kaktor erscheint. Ja, der sieht scheißen harmlos aus, aber der kann kackgefährlich sein. Deswegen rennt. Ja, ich sag's so. Der kann kackengefährlich sein. Sie dann. Du hast eure Technik. Und tschüss. So. Damit lecke ich mich jetzt erstmal nett an. 102 Gil verloren. Ja, das passiert halt bei einer Flucht. Das war jetzt auch unsere erste Flucht, die wir angetreten sind. Es ist etwas peinlich, für so ein Vieh wegzurennen. Klar. Aber, ja, ihr habt selber gesehen, was der abzieht. Die sind ziemlich gefährlich, die Gegner. Auch wenn sie null noch aussehen. Genau wie diese Tomberries. Das sind so kleine, ja, echseartige Wesen, die mit einer Laterne und einem Messer rumlaufen. Die haben wir ja schon in Final Fantasy
Silverhammer, die auch noch gehabt, die Biester. Deswegen, die sind auch sehr stark, die Viecher. Kommen auch in jedem Final Fantasy vor. So, dann heilen wir euch nochmal. Und speichern vor allem erstmal hier. Da kommt ja schon arg flitzt, der kleine Mann. Der Moguo. Und dann speichern wir hier. Ist wichtig. So, natürlich will ich hier speichern. Und sind hier am Schürfort raus und können weitergehen. Bis zum nächsten Mal, genau. Jetzt ist nämlich so schlimm, wenn wir von so einem Kaktor überfallen und niedergemacht werden. Beim nächsten Mal kann ich mich trauen, mal gegen den vorzugehen. So. Ja, immer viel zu erkunden wieder. Was kommt jetzt? Ah, Goblins. Aber Goblin Magus. Ja, gucke, ob 2 zu viel sind. Goblin-Schlag. Genau das will ich lernen. Das können wir nämlich lernen, wenn wir sie fressen. Okay, bringt ihn nicht um. Das ist schon mal ganz... Ups, schon mal ganz gut. Heilige Magie. Ah, so jetzt er verpisst sich. Ah ne, er ist einfach nur unsichtbar. Okay. Dann kannst du Feuer auf Dendo machen. Und Quina, probieren wir dein Glück, den hier zu fressen. Probier einfach mal dein Glück. Vielleicht erwischt dann auch nicht. Schauen wir mal. So. Ah, jetzt ist er wieder sichtbar. Mach ihn fertig, Quina. Friss die Sau. Wir können nochmal hier Heilmagie auf uns alle wirken. Ja, okay. Sieht auch gut ab. Und was sagt Quina? Muss er schwächer werden oder wie schaut's aus? Goblin-Schlag gelernt. Perfekt. Gut, dann müssen wir uns um den zweiten jetzt Anime kümmern. Und können einfach drauf knüppeln. Potion geklaut. Und Quina kann dann der Gnadenstoß geben. Quina kann ja auch mal ziemlich ordentlich angreifen. Das ist halt bei Quina die Sache immer. Quina hat mal relativ schwache Schläge drauf. Mal hat er ziemlich extrem starke Schläge drauf. Und mal haut er überhaupt nicht hier. Und ja, trifft nicht. Aber Quina ist immer ein sehr wechselbarer Charakter, deswegen ich habe den gern im Team, nur wenn es sein muss. Weil Quina ist so einer, der kann richtig gut reinrotzen, der kann aber auch genauso gut einfach mal fette Nebenhauer. Und kann mal mehr, mal weniger abziehen. So, jetzt mach dich mal endlich wieder sichtbar, du Mistkerl. So. Jawohl, das war's auch mit dir, kleiner Goblin. Ba, 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 Victory. Gift hat Vivi gelernt. So, schauen wir doch mal, was wir dort mit anstellen können mit der Information. Blitzra, lernt er Blitzra noch irgendwo anders? Ne, Feuer lernt er irgendwo anders. Okay, dann muss das wohl so sein. Gut, was auch noch sein muss, ist, dass das Prinzesschen uns alle mal heilt wieder. Und ja, MP gehen allmählich zur Neige. So, das sieht noch Sackgasse aus. Und da ist so ein fetter Strang. Hier, ach, da sind wir auch drüber gelatscht. Wir müssen nur in den höheren Bereich. Aber da ist auch noch ein Kuhs-Morast. Da können wir auch nochmal hingehen. Und können nochmal Quinas optionales Fröschefanger hier machen. Der wollte ja unbedingt die saftige Frösche vom äußeren Kontinent. So, truffende Wetter auf den Knabe hier. Na toll. Da sind wir schon extra für Hinterhalt stärker gewappnet. Mit unserer Grundvoraussetzungen und dann macht der Scheißtyp auch noch sowas. Gibt's denn das, dass der so schnell am Zug war wieder? Schade drum. Aber der andere hält hoffentlich noch ein Weilchen. So. Ja, der hat sich jetzt auch wieder umgedreht. Na, klasse. Ups. Uiuiuiui. Das war wohl nicht so gut. Phönixfeder, die müssen wir wieder beleben, die Gutfrau. Die hält wohl Goblin-Schläge nicht so gut aus. Und Vivi, der versteht so Blitzra ganz gut. Okay. Gut, das kam etwas unerwartet.
Ich hoffe, das geht jetzt nicht auf sie direkt. Ja, wem sage ich sowas? Okay. Einer von den Pimpel ist jetzt wenigstens mal K.O. Und Phönixfeder. Und dann gib ihm. Ich hoffe, der ist nicht vorher noch dran. Okay, aber wenigstens nicht so, dass gar nicht nochmal tot ist. So, nochmal auf alle Heiler. Und Cleaner, du kannst schon dann der Recht geben. So. Gut. Das... Oh, ja. Da hat Queen mal wieder ganz wenig abgezogen, aber es hat wenigstens gereicht. Okay. Ja, sehr wankelmütiger Charakter. Thermometer und Autopotion wurden gelernt. Gerade mal gucken. Thermometer. Okay, da fehlt aber trotzdem noch was für Level Up. Und Autopotion hat er gelernt. Gut, da kann er Mithril-Weste ablegen. Und kann die Adaman-Weste tragen. Kann er Herz aus Stein und Tontauben lernen. Sehr schön. Okay, dann gehen wir noch in den... Morast wollte ich eigentlich jetzt noch rein. Ja, Grüfern. Ja, das ist eine größere Portion, die sich Quina hier reizwirbeln kann. Gucken wir mal, ob man überhaupt so geschwächt kriegen, oder ob er das nicht aushält. Wenn sie dann ihn nicht tötet, probieren wir ihn zu schnabulieren. Und die anderen können dann auch nochmal drauf hauen. Himmelswind gelernt, sehr schön. Das ist jetzt die erste Heiltechnik, die Quina 8 kann. Ausgezeichnet. Feura und Ramu wurden gelernt. Perfekt. Peridot. Tja, damit kann man halt Ramu lernen mit Peridot. Das haben wir jetzt auch nochmal so gekriegt. Feura. Das heißt, Magierhut kannst du da wechseln für was anderes, wenn du was Besseres findest. Nö, sieht nicht so aus. Da brauchen wir noch 6 AP. Und Ramu hat die Gutfrage gelernt. Das heißt, sie kann jetzt auch was Besseres tragen. Für sie haben wir auch was Entsprechendes. Barett hätten wir noch für sie. Da kann sie Vitra lernen damit. Was Besseres gibt's erst einmal nicht für sie. Okay. Gut, dann lernen erstmal Vitra. So. Gut, dann gehen wir nochmal in der Morast der Kuhs-Reihe. Dann können wir nämlich nochmal ein bisschen Frösche fangen für Quina. So. Da sind wieder die Mockmüller und Mockmeier. Hoch. Da geht's wohl nicht durch. Hier ist Sackgasse. Du geht's nicht rein. Tief in den Sumpf. Du geht's hier nicht rein. Wie geht Tridentos? Die haben wir doch als Karte, die Viecher. Ja, hau mal drauf. Was anderes können wir gerade eh nicht machen. Und du versuchst ihn mal zu fressen. Ansonsten hau wieder drauf sie dann, falls es nicht ausreichen sollte. Plopp. Und bitch. Und du frisch denn jetzt mal. Komm, der sieht doch so köstlich aus. Zwirbeln dann Morei. Wo schmeckt er mir auch? Alle hopp. Wir arbeiten dran. So, wir wollen ja nichts. Ups, wir wollen ja nichts überreizen hier. Probieren mal jetzt nochmal. Wenn nicht, haut sie dann halt nochmal drauf. Mit Vivi. Ja, Nasshauch gelernt. Sehr schön. Ja, Quina lernt du durchaus sehr fleißig, indem er Gegner frisst. Schwertseele und Perseus und Holzauge. Okay. Perseus. Okay, das war hier. Gut. Und dann du Affenjunge. Holzauge hat er gelernt. Wo hat er dann Holzauge? Okay, dann kann ich statt die Gemini-Stiefel was anderes als Accessoire anziehen. Felsenfest könnt ihr hier lernen durch die Zauberstiefel. Ah, nee, Kraftgürtel. Stärkebonus und Konter. Das ist gut. Organik, das war die Schwertseele. Genau, jetzt können wir mit Gladius Nervensäge und 777 lernen. Perfekt.
Dann sollten wir Sidans Abilities nochmal checken. Wir können ihm wohl den ganzen Quatsch hier rauslassen. Und können ihm wohl Konter auf jeden Fall reindrücken. Das ist ein sehr, sehr praktisches Ding. Stärkebonus wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Nehmen wir Kavalier raus. Arsenlupin muss auf jeden Fall drin bleiben, sonst kontert der nämlich, sonst macht der nämlich richtig gute Diebstähle. Arsenlupin sorgt ja schon mal dafür, dass seine Diebstähle stärker sind und besser sind. So, jetzt haben wir hier für Queen nochmal die Möglichkeit. Das Minispiel geben wir uns einfach nochmal in der Episode. Dann darf ich noch ein paar Fröschfanger. Schon wieder? Ja, was dummelt dich? Danke. So. Das Minispiel geben wir uns einfach noch. So. Das Weibchen fangen wir natürlich. Aha. Du Quäl, der folgt uns anscheinend auch auf Schritt und Tritt. Ich sehe, du bist fleißig, Queener. Und du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Seidenkleid erhalten. Danke, Meister Quäl. Ich werde nicht aufgeben, weil ich alle Geheimnisse entdeckt habe, die so frisch halt in sich haben. Gut. Also die Franzosen müssten die größte Kochkünstler sein. So, weil ich weiß nicht, in was für andere Länder werden dann Frosch sonst noch gegessen. Also in Frankreich auf jeden Fall. Ich habe einmal Froschschenkel probiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich mag Frösche jo eigentlich, aber Sellemols war ich ein Kind. Und wir waren gerade in Frankreich und du hattest das einfach mal so just for fun gegeben, könnte man so sagen. Meine Eltern wollten es mal unbedingt ausprobieren und ich habe es bis dato auch noch nie gegessen. Und es schmeckt einfach ein bisschen tatsächlich wie kleine Hühnchen. Es hat einen relativ interessanten Geschmack, aber ich finde, dafür ist es nicht wert, einen ganzen Frosch umzubringen, nur um an sein Beitrag zu kommen. Das ist schon etwas gemein. Deswegen, das wäre es mir nicht wert, nochmal zu essen. Es hat einen guten Geschmack gehabt. Ich kann nicht klagen, dass es eklig geschmeckt hätte oder so. Aber halt die Vorstellung, dass du extra ein Frosch davor gestorben ist und dass man sein Bä nimmt, nee. Das war jetzt nicht so schön, der Gedanke. Aber gut geschmeckt hat's. Anders kann ich es nicht sagen. So. Den habe ich nicht hier getrieben. Aber den habe ich doch... Ah, Mist. So, komm schon, ich gebe nicht Ruhe, bis ich euch alle gefangen habe. Weil dann sind wir nämlich bei 50, eventuell gibt es dann nochmal eine Belohnung. Und ich muss sagen, Schnecke esse ich zum Beispiel auch ganz gern. An Weihnachten mache ich immer eine Pilzcremesuppe mit Schnecken. Das schmeckt unglaublich geil. Und gerade die Schnecken nehmen ja auch so schön der Geschmack von dem A in was sie drin sind. Und Schnecke in Kräuterbutter hat halt nochmal zusätzlich Geschmack. Und das dann nochmal in diese Pilzcremesuppe unglaublich geil vom Geschmack her. So, also ich kann es euch nur rote, wenn ihr es noch nicht gegessen habt, probiert es doch einfach mal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schnecke lohnt sich schon. Man muss halt nur sich von dem Bild verabschieden, was man von einer Weinbergschnecke so im Kopf hat. Sonst könnte es etwas, nennen wir es mal, Hemmungen geben beim Essen. So, den Hammer. Ja, fast. Hopp, komm schon her, du. Er haut ab vor uns. Warum wohl? Ah, sehr schön. Wusste ich doch, dass bei 15 noch was gibt. Ich sehe, du bist fleißig, Queener. Ja, bla bla bla. Kriegst noch Elixier aber drauf. Na, danke, Meister Quäl. Ich gebe mir auf, bis ich alle Viecher gefressen habe. Komm schon. Gucke, wie der jetzt springt. Wohin der springt. Komm schon. Schier hätte ich ihn gehabt. Schiergar, komm schon her. Das ist halt ätzend, wenn es nur einer ist, der übrig ist. Je weniger Frösch, desto ätzender wird es natürlich. Aber mir haben sie alle. Sehr schön. Und Queener, bist bedient? Ja, es ist schon... Ist nicht so einfach, Frösch zu fangen, aber ich hab genug. So, wunderbar. Dann gehen wir jetzt hier nochmal raus aus dem Sumpf, haben das Optionale hinter uns gebracht. Und dann können wir genauso gut jetzt auch wieder uns der Hauptquest widmen. Und schauen uns morgen in der nächsten Episode noch ein bisschen um. Weil hier gibt es auf dem Kontinent noch einiges zu durchschauen.
Vor allem müssen wir da hoch. So, da rufe ich nochmal unseren kleinen Mann. Wir zelten noch eine Runde, damit auch Garnets MP wieder offen sind. Und dann speichern wir noch eine Runde. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig, wo es dann auf dem äußeren nördlichen Kontinent weitergeht. Bleiben dran, es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt fängt das Spiel erst so richtig an, so viel kann ich versprechen. Wir sehen uns morgen dann wieder, wenn ihr wollt. Euer Jenke.